Eisenbahnfans kommen heute und morgen bei mir voll auf ihre Kosten. Die Eröffnung eines Jahrhundertprojekts steht an. Von Graz nach Klagenfurt geht es dann in nur 41 Minuten. Das ist die Zeit im Bild und da sind 3 Themen, über die man in Österreich heute redet. Das Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14 ist beschlossen. Heuer hat es 4,1% mehr Firmenpleiten gegeben als letztes Jahr und der NATO-Chef Rutte sagt, wir sind Russlands nächstes Ziel. Der Nationalrat hat jetzt ein Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14 beschlossen. Im Parlament hat heute eine breite Mehrheit ohne die Grünen dafür gestimmt. Die Grünen meinen, dass das Gesetz verfassungswidrig ist, unterstützen aber das Anliegen. Jetzt soll einmal über das Verbot aufgeklärt werden. Ab dem Schuljahr 26/27 werden aber Geldstrafen von bis zu 800 € drohen. 4,1% mehr Insolvenzen gegenüber dem Vorjahr, meldet der KSV. Insgesamt sind 6.857 Firmen pleitegegangen. Es hat aber deutlich weniger Schaden gegeben. Die Passiver sind mit rund 8,4 Milliarden € weniger als halb so hoch ausgefallen. Außerdem, betroffene Beschäftigte hat es auch weniger gegeben. Die Zahl ist um 28% zurückgegangen. Wir sind Russlands nächstes Ziel, hat NATO-Chef Mark Rutte heute in Berlin gesagt. Rutte erwartet, dass es der Präsident Putin nicht beim Krieg gegen die Ukraine belassen wird. Die Verteidigungsbündnismitglieder hat aufgerufen, Ausgaben und Produktion für Verteidigung schnell zu erhöhen. Morgen und am Wochenende kommt ein Hochdruckgebiet über uns zum Liegen. Das heißt, viel Nebel in den Niederungen und nicht viel mehr als 0 Grad. Aber dort, wo die Sonne rauskommt, strahlender Sonnenschein bei 5 bis 12 Grad. Jetzt ein Blick nach Graz und Klagenfurt, wo morgen die Eröffnung der Koralmbahn stattfindet. Der Markus Watzak schreibt mir, er hofft auf Sonne. Für Graz wird sich das bei über 11 Grad eher ausgehen als für Klagenfurt, wo es vielleicht noch bis über Mittag trüb sein kann. Bundespräsident Alexander Van der Bellen war heute am Nachmittag schon auf dem Weg nach Graz. Da wird morgen die Koralmbahn feierlich eröffnet. Das ist ein riesiges Bauprojekt gewesen, wird für zigtausende Leute ein Mordsvorteil sein, weil sie sehr, sehr viel schneller von Graz nach Klagenfurt und Klagenfurt nach Graz kommen. Und das betrifft natürlich dann die ganze Strecke. Und die Zeit im Bild kommt morgen direkt aus Graz. Für heute sage ich guten Abend mit ein paar leibende Bilder von der neuen Koralmstrecke.